ArcelorMittal als een riesigen weltweite Konzern, de größten Stahlkonzern op der Welt. Dat is durchaus möglich, dass so ein Konzern dreht, dass Passagerement eng Unität kein Benefice mischt. Wir fordern, dass die Solidarität spielt, dass dann die Betriebe aufrechterhalten gehen, sowohl Arbeitnehmer Schöpfling wie auch die Rodancher Schmelz, dass die Fermeture nicht gemerkt wird. Wir fordern auch, dass die letzte Regierung, die eine Influenz hat, die am Verwaltungsrat sitzt von ArcelorMittal, hier ganz Influenz ausübt, für dass die Arbeitsplätze bestehen bleiben. Das Siège ist ja noch immer offiziell zu Lützeburg, das ist ein Konzern, den hunderte Betriebe hat an der ganzen Welt, und mehr wäre das möglich, für das fertig zu bringen. Aber der Wille muss da sein, und das ist nicht so sicher, dass an dem liberalen Geist, den herrscht auch an der Regierung, das dann auf der Weise noch gehandhabt wird. Und so noch zu den Leuten, auch hier rundherum, muss sich am Klaren sein, wie soll es dann ausgesehen in Zukunft mit der Lützeburger Ökonomie, wo nicht wie produziert wird. Wir sind schon längst an einem Monolithismus unter dem Finanzplatz. Ein Land kann nicht funktionieren, nicht mehr aus öffentlichen Beamten und Banken. Das ist denkbar. Und das ist eine ganz üble Entwicklung, die hier am Gange ist. Selbstverständlich rufen wir auf zur Solidarität mit den Belegschaften. Lo ist den Druck nicht stark genug, weil auf denen wirklich im Moment schaffen ganz viele französische Frontalien, die zu einem Teil kommen als Betrieber von ArcelorMittal, die zugemacht haben am Ausland. Dann ist der Druck nicht so stark von der Population aus. Die deutsche Population sollte wissen, dass das langfristige Auswirkungen von der industriellen Substanz futtig gemacht wird.